Dëse Mëttwoch 9. Mai feiere wir den Europadag. Den Tag erinnern wir an die Schuman-Deklaration von 1950, die zur Schaffung von der Europäischen Union gefordert hat, so wie wir sie heute kennen. An mehr wie 60 Jahren hat sie uns Frieden auf diesem Kontinent gebracht. Den 9. Mai erinnern wir nicht nur daran, wie in Europa entstanden ist, aber es ist auch gut Gelegenheit für das Europa, was wir haben, aber das selbstverständlich schenkt, einmal ein bisschen mehr noch anzugucken. Europa ist so wichtig wie noch nie an unserem Alltag, auf eine ganz konkrete Art und Weise. Wir haben in Europa, was die Umwelt schützt. Letzte Woche haben wir für das Verbot von bioschädlichen Insektiziden gestimmt. Die Kommission hat eine Strategie lanciert für die Reduzierung von Plastik. Die EU als ein Leader am Kampf gegen den Klimawandel nutzt seinen internationalen Einfluss für Großstaaten dazu zu bringen, sich auch für den Schutz von unserem Planeten anzusetzen. An die Pariser Klimaaufkommen wäre ohne die EU kaum zustande kommen. Wir haben in Europa, was für Wohlstand sorgt. Das verdanken wir nicht nur dem Euro, den sich ganz sehr zu einer Weltwährung entwickelt hat. Wir verdanken das auch dem Investitionsplan, den Europa aus der Finanzkrise geholfen hat. 300 Milliarden Euro Investitionen, über 400 Infrastrukturen an Innovationsprojekten, notamment am Bereich von der Energie, vom Digitalen, von der Landwirtschaft. Wir haben in Europa, was den hohen sozialen Schutz für alle Bürger fordert. Der Präsident von der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, der sieht schon lange, dass Europa nicht nur wirtschaftlichen Erfolg braucht, sondern auch einen sozialen Triple-A. Der Pilier vom europäischen sozialen Rechte hat als Ziel, die Rechte zu konsolidieren und zu verbessern. So zum Beispiel die Reform von der Entsenderichtlinie, die den Kampf gegen den sozialen Dumping ermöglicht. Wir haben in Europa, was die Jugend unterstützt. Mit einem Budget für Erasmus+, den verdoppelt ist, an unsere jungen Leute ermöglicht, wenn sie studieren oder wenn sie Lehrbuben oder Lehrmädchen sind, den Kontinent als Student, als Lehrjung und auch via Interrail zu entdecken. In Europa wird uns Sicherheit garantiert. Es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. An die europäischen Grenzen, an Küstenwache, die hilft den Memberstaaten beim Schutz von der Gestion von den europäischen Außengrenzen. Zusammenarbeit zwischen den nationalen Geheimdiensten vereinfacht den Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität. An den neuen europäischen Parquet, der ja seinen Sitz zu Lützeburg kriegt, der wird als helfen am Kampf gegen den Betrug von europäischen Geldern, soll die Finanzierung vom Terrorismus unmöglich machen. Europa setzt sich auch für den Schutz von der Privatsphäre an den digitalen Kommunikationen. Wir haben auch in Europa, was Vorteile für Verbraucher bringt. Zum Beispiel durch den Schnellwarnsystem geht die Entdeckung von einem gefährlichen Produkt an einem Land, zum Beispiel fehlerhafte Spielsachen, direkt an die anderen Länder mitgeteilt. Diese Produkt wird dann direkt aus dem Marché geholt. 2017 waren das 2000 Alerten. Ich erinnere noch an den von den exorbitanten Roaming-Freien. Geschwind müssen wir auch die extra Kosten, die wir heute noch bezahlen, wenn wir einen Telefonsanruf von Lützeburg an das Ausland machen, nicht mehr berappen. Neue Regeln sorgen für einen größeren Schutz von der Privatsphäre der Bürger und revendikieren die Möglichkeit, für alle Verbraucherrechte offline zu garantieren. Wir haben in Europa, was uns Diversität, als Werte und unseren Lebensstil schützt. Wenn wir wollen bleiben, was wir sind, da brauchen wir die Stärke Lützeburg an einem starken Europa. Die Europäische Union
schützt zum Beispiel auch geografische Indikationen ob Agrarprodukten, Wein, setzt sich für Diversität von der Sprachen durch, verlangt von verschiedenen Video-on-Demand-Plattformen, wie zum Beispiel Netflix, dass 30% europäische Produktionen an ihrem Katalog sind. Das sind nur ein paar von vielen Beispielen. Während die Welt immer mehr zu einem globalen Dorf geht, müssen entsprechend Lösungen gefunden gehen, für die Probleme und Herausforderungen vom 21. Jahrhundert auch anzupacken. Nur gemeinsam können die europäischen Länder das Migrationsproblem bewältigen, den Kampf gegen den Terrorismus gewinnen. Nur zusammen können die europäischen Länder die Globalisierung gestalten, an den erfolgreichen Weg punkto Digitalisierung anschlagen. Und nur zusammen können wir auch gegen den Klimawandel kämpfen und als Umwelt schützen. Europa braucht noch viel weitere Reformen. Mit dem Europadach als eine schöne Gelegenheit, für un alter Follecher zu erinnern. Ich hoffe, dass der 9. Mai auf der Place d'Armes können mit euch den Kuch essen, den Geburtstagskuch. Wie all Jahr werden wir das machen. Und jemand kommt an die Stadt und wir feiern zusammen.